Glück haben ist so eine Sache. Zufrieden und glücklich sein, eine andere. Dazu erzähle ich dir eine Geschichte, die zum Nachdenken anregen soll. Es waren einmal zwei Bauern, die das Land nebeneinander hatten. Der eine Bauer war reich, der andere arm. Der Arme hat nicht etwa weniger oder schlechter geschafft als der Reiche. Und trotzdem ist er arm geblieben und der Reich reich. Einmal, die Nacht, wo der arme Bauer nicht schlafen konnte, weil ihn die Sorgen wieder einmal geplagt haben, ist er aufgestanden und vorausgegangen. Er ist über sein Feld gelaufen und dabei hat der Mond hell geschienen, so dass draussen alles erhellt war. Als er so über seinen Acker läuft, sieht der arme Bauer, dass auf dem Feld vom reichen Nachbar ein Mann ist, der sagt. Er geht zu dem Sämann hin und fragt: «Was machst du da?» «Ich sähe Roggen.» «So, und wen sagst du bei mir Roggen?» «Nie», gibt der Sämann zur Antwort. «Aber warum sagst du Roggen beim Nachbar und bei mir nicht?» «Ganz einfach, weil ich ihm sein Glück bin und nicht dies.» Jetzt kommt der Bauer nicht mehr draus. «Ja, aber wo ist denn mein Glück?» «Dein Glück, das liegt dort hinten, hinter dem grossen Stein.» Der arme Bauer verabschiedet sich beim Sämann und läuft zu dem grossen Stein. Und tatsächlich, dort liegt einer am Boden und schläft tief und fest. Der Bauer schüttelt und rüttelt an ihm. «Aufstehen, aufstehen, Faulpelz! Aufstehen!» «Was ist?» «Stand auf und sei sofort trocken auf meinem Feld.» «Nein, das mache ich nicht.» «Aber du bist doch mein Glück. Warum sagst denn du nicht trocken auf meinem Feld?» Ja, das stimmt. Ich bin dein Glück. Aber ich bin kein Bauernglück.» Jetzt kommt der Bauer gar nicht mehr draus. «Was bist denn du für ein Glück?» «Ich bin das Glück, wo du Begabungen, Talent und Stärken hast.» «Ja, wo habe ich die Begabungen, Talent und Stärken?» sagt der Bauer ganz verdutzt. «Du bist ein Kaufmann. Eröffne in der Stadt das Geschäft und du wirst sehen, du wirst Erfolg haben.» Für den armen Bauer ist das jetzt alles ein bisschen zu viel gewesen. Er hat sich bei seinem Glück verabschiedet und ist heimgegangen, direkt ins Bett. Schlafen hätte er nicht können, aber er hat am nächsten Tag eins gewusst, dass er so schnell wie möglich seinen Hof verkaufen will und ein Geschäft in der Stadt eröffnen. Viele Jahre später ist er immer noch Kaufmann und hat immer noch sein gleiches Geschäft. Er ist reich, glücklich und zufrieden dabei. Wer weiss, vielleicht finden wir unser Glück, wenn wir unseren Talent, Begabungen und Stärken nachgehen und ihnen einen grossen Platz in unserem Leben erlauben.